Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich denke, das mal ist ein bisschen ein random Video, beziehungsweise ich habe nicht wirklich ein Thema, das ich heute beziehungsweise jetzt weiss zum Ansprechen. Darum, ja, wird das nicht unbedingt so One-Take-Video sein, sondern einfach ein kleines Laber-Video. Genau. Zuerst mal euch, die denken, warum hat der gefiltert und warum darfst du nicht filtern? Herr Obscuro94. Ganz einfach. Ich habe mir mit dem, dass ich ja ein Video darüber gemacht, mit dem, dass ich zu schnell gefahren bin, schon zu viel erlaubt. Also tue ich jetzt wieder filtern, noch wie die sogar über die Linie reinfahren, noch irgendetwas, weil wenn mich die Polizei fickt, dann bin ich gefickt. Nicht nur, weil ich den Lehrfahrausweis habe, sondern weil ich schon einen Scheiß gemacht habe mit diesen 28 km zu schnell. Was ja enorm ist, wenn du denkst, das ist ja das Letzte vom Letzten. Also schneller kannst du eigentlich gar nicht mehr schnell fahren laut den Richtlinien dann Gesetz. Also, ja. Ist das ein bisschen mein Grund, warum dass ich jetzt nicht unbedingt filtern. Grundsätzlich, ja, ich meine, was wollen sie machen als Hupen? Wenn sie mich irgendwie umfahren oder so? Ich meine, ich habe ja die Kamera schon immer am Laufen, also, ja. Von dem her ist das eigentlich, es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, dass sie hupen oder etwas, das habe ich am Anfang gehabt. Aber jetzt ist mir mehr die Angst, wenn wirklich irgendwie Schmier ist und ich mal blöd filtern, dann habe ich keine Zeit gewonnen. Dann habe ich nicht das gewonnen, dass ich durchfahren kann und dann fühle ich die 10 Minuten oder, also ich meine, mit Filtern gewünscht richtig Zeit. Wenn du schnell fahren mit dem Auto gewünscht keine Zeit, nicht viel. Mit Filtern gewünscht viel Zeit. Wenn du wirklich denkst, schau mal den Verkehr und da kannst du vorbeiziehen. Da unten, wie die stehen. Und dann, dass du die ganze Stadt durch bis du heim bist. Ist schon, da könntest du schon viel Zeit gewinnen. So, oder? Aber, ja, du. Ja. Was sollst du? Ich mache es lieber nicht, weil ja, das ist ein bisschen wie das, wenn ich zum Beispiel sage, fahr nicht schnell, weil dann hast du keine Zeit gewonnen, wenn du blitzt wirst oder wenn du sogar so viel schnell bist, dass du den Ausweis nicht mehr hast. Dann hast du auch nichts gewonnen, dann hast du absolut nichts gewonnen. Oder wenn du im Spital landest oder so, weißt du, wie ich das meine? Also, ja, das ist ein bisschen meine Philosophie ein bisschen dahinter. Ja, warum dass ich nicht mehr unbedingt schnell fahren will. So, oder? Die da, der Hund steht. Ich habe gedacht, was macht denn die da? Schon ein bisschen zu früh. Nein, aber das ist ein bisschen so. Ich habe jetzt auch Wunder, wie es aussieht. Also, ich weiss nicht, wann das Video online kommt. Ich kann viele Videos in Zeit schlaufen und in Zeit blasen. Das heisst, wenn ich es aufnehme und wenn ihr es seht, da ist schon ein Haufen Zeit vergangen. Weil ich wollte ein bisschen vorproduzieren, aus dem Grund, dass ich einfach Luft habe. Dass ich auch mal 2, 3, 4 Tage oder eine Woche so nicht muss aufnehmen, dass ich wirklich, dass trotzdem am Sonntag ein Video online kommt. Oder das ist ein bisschen mein Ding, weil es mich ein bisschen anschießt, wenn ich ja YouTube machen und dann mache ich mal ein Video und dann kommt wieder kein Video. Darum, ja. Und mich nimmt es jetzt Wunder, bis ich dann wieder, jetzt habe ich Ferien gerade, wenn ich das Video aufnehme und jetzt läuft gerade Corona das Zeug und es nimmt mich Wunder, wie das ist, bis ich nächste Woche wieder arbeite. Weil Restaurants sind ja zu alles, aber irgendwie Gemeinschaftsküche oder Kantine und so, die sind ja nicht zu. Dort heisst es einfach genug Abstand zwischen den einzelnen Gästen. Aber was soll das, genug Abstand? Ich meine, wenn wir das Restaurant voll haben, beziehungsweise die Kantine voll haben, also ich sage jetzt mal an einem normalen Tag, dann wäre das so, wie soll ich sagen, dann wäre das so um die 60 Personen herum. Dann habe ich gedacht, okay, aber dann lässt man einfach weniger Leute rein, so wegen Gesetzestext und so. Aber, wenn du denkst, mit genug Abstand, ich habe zuerst gedacht 30 Personen, aber mit genug Abstand, das heisst, du kannst vielleicht am Tisch, wo normalerweise nur 6 Personen sind, sitzen, kannst
vielleicht höchstens 4 ansetzen. Dann braucht man einfach mehr Tisch. Also das ist ein bisschen meine Überlegung so, ja, über das ganze Zeug mit Corona. Ich finde es einfach super gut, dass dass man kein Essen muss holen, dass man das weiterhin normal kaufen kann. Dass Spitäler normal noch offen sind, das sind einfach extrem überflutet. Und ja, so viel zu dem. Ich finde ja gut, dass die das gesagt hat bei der Medienkonferenz, dass man kein Essen muss holen, dass er das wirklich gesagt hat. Oder? Ich weiß nicht, ob das etwas nützt, aber ich finde es super gut, dass er es gesagt hat, richtig genial. Weil viele Leute kann man auch noch beeinflussen, weißt du, und unterbewusst beeinflussen, bei denen man zum Beispiel das nicht gesagt hat und sie das Gefühl haben, es gibt kein Essen mehr. Wenn man es sagt, ja, denke ich, ist das schon genial. Ja, auf jeden Fall, wie bin ich eigentlich jetzt auf das gekommen? Auf das Thema gekommen? Ich weiss gar nicht mehr. Ich habe jetzt gedacht, warum fährst du so schlecht? Du musst doch, wenn du in der Fahrschule, wenn du in der Prüfung bist und Spurgas machst, dann darfst du auch nicht so fahren. Ja, bei der Spurgas tust du das Lenkrad zwischen die Beine, nicht das Lenkrad, nein, nicht darfst du mit Lenkrad, nein, aber da hast du den Tank, da darfst du so richtig drücken und gehst vorne, schon fast auf den Lenker lehnen und dann einen Punkt anvisieren und richtig langsam abfahren. Und jetzt ist das unregelmäßige Geschwindigkeit und ich kann jetzt nicht so fahren. Oder? Das wird doch ein bisschen blöd aussehen. Oder? Obwohl, ich kann es mal probieren. Nein, komm, das sieht dumm aus. Hör auf. Und außerdem mich zu schnell für das. Ich fahre zu schnell für das. Um so die Spur zu lernen, oder? Es ist zwar gut, umso schneller du fährst, umso stabiler bist du unterwegs, oder? Gehst nicht gerade um. Habt ihr gewusst, dass der kleine Kleber, der die ZX5 Mazda drauf hat, der CR-Kleber, dass der nicht gültig ist? Also könnt ihr das nachlesen im Internet, gebt ihr ein, und zwar ist das bei TC, also man gebt auch mit Google ein, CH Autoaufkleber genehmigte Größe oder irgend sowas, keine Ahnung, ich will ein bisschen suchen. Dann sehen, das gibt nämlich eine Größe, die grossen, die sind genehmigt. Ich weiß nicht mal, ob es genehmigt ist, wenn irgendwie ein Schweizer Kreuz noch dazu ist oder eine Kuh oder so, die speziellen. Ich weiß nicht mal, ob das genehmigt ist, aber ich glaube, das könnte genehmigt sein. Die Hauptsache, es ist ein grosser Kleber. Ich glaube, das ist egal, was drauf zeigt. Die Hauptsache, es muss ein grosser Kleber drauf haben. Ein grosser Kleber sind nicht so ein kleiner wie der. Ich finde aber kleine geil, ich habe mir auch schon vielmals gedacht, so ein kleiner wäre dann vielleicht dann höchstens beim TÜV, obwohl ich glaube, die Kleinen sind gar nicht erlaubt. Aber würde ich cool finden, ich habe auch schon viel gedacht, für Motorrad zu machen und einen kleinen braucht viel Platz. Könntest sozusagen gerade wie die, so bei den Nummern zu machen. Stört niemand. Bist trotzdem, ich sage jetzt mal, legal unterwegs, wenn du irgendwie ins Ausland gehst. Ja. Obwohl ich glaube, ich weiß nicht, ob die es erfahren haben oder mitbekommen haben, aber es sind ja andere Kennzeichen in Ding. Die werden das bis ein paar Jahre machen, dass nicht mehr ZH zum Beispiel und dann und die Schweizer Kreuz, wenn das Kantonwappen drauf ist, sondern dass es so ein bisschen wie die EU von den EU-Ländern, oder? Dass, ja, von den EU-Ländern das Ganze ist. Mit vorne CH steht oder wie D steht in Deutschland oder in Frankreich F. Ja, so. Ist glaube ich mal eine Idee gewesen. Wahrscheinlich kommt das auch. Ich finde es geil, so wie es ist. Ich finde die Nummer geil, schön wie sie ist. Schade, cool finde ich einfach in der Deutschen so, dass die es mit den Buchstaben selber so machen können. Zum Beispiel für die Flying Uwe, US, Uwe Schü dann 1977 oder was er für ein Jahrgang hat. 1977 ist schon so alt. Ja, keine Ahnung, nein, der ist nicht so alt. 1977, der ist jünger. Der Uwe ist schon jünger. Keine Ahnung. So, jetzt geht es weiter. Bis ich da vorne bin, war wahrscheinlich wieder nichts gewesen.
Da habe ich noch den Metas geschrieben. Also Metas, das ist so von der Schweiz her, also wo kannst du zum Beispiel auf das Auto Zeug bewilligen lassen, so Einzelabnahmen machen. Ich weiß nicht, was die sonst noch alles machen. Und ich habe einen bösen Blick. Ich kenne jemanden, der schon für den Mazda MX-5 also für genau gleich wie ich habe, für das gleiche Modell so einen bösen Blick machen. Also gemacht hat, schon 2006. Und ich wollte eigentlich sozusagen der gleiche, einfach eine andere Schatznummer, weil der nicht gültig ist für mich. Und dann hat sie schon mal gesagt, ja, das geben wir nicht einfach so raus, kannst du nicht kaufen, du musst eine neue Prüfung machen. Und jetzt habe ich dann einmal geschrieben, ja, mal schauen, was rauskommt. Ja, genau. Ich finde auch, ich finde es gut. Also es ist für die Wirtschaft absolut nicht geil mit dem Corona. Ich hoffe natürlich nicht, dass es noch Krieg gibt, weil da habe ich irgendwie Angst, dass da Krieg ausbricht, warum auch immer. Aber es hat ja geheißen, es ist irgendwie Alarmstufe wie, und die ist das Ganze mit Soldaten, wo man läuft und so, das ist ja wie im Zweiten Weltkrieg nicht so gewesen. Also seit dem Zweiten Weltkrieg ist es nicht mehr so gewesen. Und ja. Ich finde einfach, das Gute in dem Sinn finde ich, dass man jetzt nicht mehr Essen und so Sachen von Deutschland hat, sondern dass man die Schweizer Wirtschaft unterstützt, dass man Sachen aus der Schweiz postet, oder? Das finde ich halt das Geile, oder? Das Gute am Ganzen. Aber, ja, aber Scheiße ist natürlich schon, Restaurants machen zu, Bäckerei machen nicht zu. Ich habe mir schon gedacht, warum sie die Bäckerei zumachen? Da kommen da so wenig Leute in die Bäckerei. Das sind ja, also ich meine, wenn es hochkommt, sind irgendwie 10 Personen aufs Mal in der Bäckerei, das ist ja mega wenig. Oder? Und Bäckerei, das braucht man ja, also ich meine, hat jetzt nicht unbedingt Sachen drin, die man braucht. Bäckerei hat nicht einfach Sachen, die man braucht. Ich meine, das Zeug braucht man nicht. Außer Brot ist eigentlich alles andere unnötig. Gipfeli und Zopf und Süßes und so, das ist alles unnötig. Das Brot ist das Einzige, was du bräuchtest zum Überleben. Aber die Bäckerei bleibt offen. Ich glaube auch, für die Bäckerei, ich weiß jetzt nicht, ich muss die mal befragen, wo die Bäckerei schafft. Ich will jetzt auch nicht den Namen sagen. Aber ob das nicht jetzt umgegangen ist mit dem Verkauf, weil wenn jetzt obwohl ich meine, eigentlich haben die alle Lebensmittelläden offen oder ja, die meisten Lebensmittelläden werden offen sein. Also ist es vielleicht eher zurückgegangen, weil man sagt, ich gehe nur in einen Laden, das ist in die Migros und dann kaufe ich alles, was ich brauche. Oh, schau mal, da ist alles leer. Obwohl es ist für die Zeit. Ja, 20:16 normalerweise ist zwar gerade nicht alles leer. Nein, aber weißt du, wie ich das meine? Vielleicht sagen halt die Leute, ich gehe wirklich meiden, rauszugehen. Wenn ich rausgehe, dann gehe ich in die Migros und dann hole ich alles in die Migros oder wie auch immer, in Coop oder in Denner oder in keine Ahnung wohnen. Aber gehe nicht nur dort hin und dort hin. Oder vielleicht ist das auch so, ein bisschen. Ich weiss das nicht, gell? Ich weiss das nicht, gell? Wie das so ist. Aber alles hat ja zugemacht. Disco, Kino, Museum, irgendwelche Haarstudios, Nagelstudio. Alles, wo sozusagen nicht notwendig ist, hat zugemacht. Und wie ich gehört habe gestern in der Tagesschau, Spitäler werden überflutet. Ich hoffe, dass wirklich alle zusammenbleiben und dass erstens einmal, ich sage jetzt einmal, richtige Infos rausgegeben werden. Und dass die auch eingehalten werden, wie zum Beispiel richtige Infos, zum Beispiel Abstand hat zwischeneinander, zum Beispiel. Der hat mit dem Kopf voll gesagt. Zum Beispiel richtige, eben, dass richtige Infos rausgegeben werden und dass die auch dann halt eingehalten werden, oder? Und zwar richtig. Das ist ein bisschen mein Ding.
Ich kann etwas erzählen. Ich habe zwar das Geld grundsätzlich nicht, um mir einen Tesla zu kaufen, aber ich kann mir wohl heute einen Tesla kaufen. Viel weniger Service musst du machen. Also wie ich gehört habe, weil mein Chef hat einen Tesla. Du musst ja kein Benzin mehr zahlen, du zahlst irgendwie 8-mal weniger, wie du für einen Verbrenner zahlst zum Umfahren. Also er zahlt irgendwie einen Franken pro 100 Kilometer. Also nein, Moment, nicht 8-mal weniger. Ich zahle nicht 8 Franken. Ich zahle etwa 12 Franken auf 100 Kilometer umgerechnet. Also je nachdem mit welchem Auto und wie du fährst und so. Sieht das ja etwa 8 Liter oder so, 9 Liter, je nachdem halt, gell. Je nachdem wie viel ein Liter kostet. Aber ich habe mir schon überlegt, so wäre das. Du hast keinen Service. Oder kein schon Service, aber viel tiefer. Du hast viel weniger zum Zahlen. Du kannst zum für den Osten so. Du kannst ihn vorheizen. Es ist halt schon Luxus damit zu fahren, weil er so sanft fährt. Und. Du kannst vorheizen, du kannst vorkühlen. Aber auf die andere Seite, und dann denkt, aber du, so ein Tesla, aber die günstigste von der günstigsten Variante, kostet dich schlussendlich etwa 50'000 Stutz, oder? Je nachdem. Und dann Anzahlung machen und dann musst du jeden Monat zahlen. Also es ist auch schon Geld, das weggeht, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder? Und wenn jetzt mit dem Opel, es gibt vielleicht auch noch günstigere Autos bräuchte, aber ich würde sagen, mit dem Opel komme ich schon ziemlich gut voran mit dem Geld. Also ich darf nur nicht mehr so viel rumfahren. Noch schauen, dass ich noch vielleicht 2-mal im Monat tanke. Das heisst, ja, 1000 Kilometer im Monat mache. Oder 1100 Kilometer mache im Monat. Und dann, ja. Wäre das natürlich chillig so, oder? Wenn man es so sieht. Ich habe es natürlich schon vor. Und für viel Geld sparen. Was haben wir jetzt für Zeit? 5:45. Ja, also wenn man es so sieht, weißt du, dann ja. Sollte ich gerade schauen, dass ich morgen, dass ich jetzt heute noch COD und so wieder runtergeladen, weil ich mehr Speicherplatz jetzt vom Computer habe, dass ich das alles gamen machen tun und morgen, gerade am Morgen gehen, zuerst tief fahren üben, weißt du, auf diesen weißen Strich, wie da sind, da die weißen Strich. Dort und lernen üben. Und also nicht da, sondern auf einem Parkplatz, wo ich weiss, wo eigentlich nie jemand drauf ist, wo man auch mit Töckeln und so üben können, oder? Und dann, wenn ich das gemacht habe, mal schauen, ob jemand mitkommt von der Familie, richtig weit fahren, richtig schöne, gediegene Ausfahrt machen, richtig geil. Das ist meine Überlegung, oder? So, aber mal schauen, also sonst würde ich es auch allein machen, aber ich habe mir auch schon gedacht, weißt du, mit dem TÜV kann ja eh niemand aufnehmen, ich muss sozusagen alleine fahren, außer dass ich mit anderen Leuten mit. Aber dass du richtig weit fährst und dann mal etwas Futter ist, dann jetzt denke ich, ja super, aber das geht jetzt nicht, weil Restaurants haben ja eh zu. Aber zum Beispiel Tankstellen und so, da gibt es ja auch Essen. Tankstellen haben Schuppen ja auch noch offen, also nehme ich mal an. Er hat jetzt zum Beispiel offen. Ja, obwohl ich weiß nicht, ich kann mir glaube auch essen, aber dass ich zum Beispiel sage, okay, dann fahre ich, wie ich das vorgehabt habe, und dann gehe ich einfach so an solchen Orten etwas essen. Oder ich meine, es gibt ja auch normale Restaurants, sage ich. Es gibt ja auch Migros und so, dann kann man auch dort ums Posten etwas essen, oder? Sandwich oder so posten. Oder ein Salat, also gibt ja so fertiges Zeug, oder? So, wo man Salat oder eben Sandwich oder irgendwelches kaltes Zeug oder so, wo man nicht mehr muss noch oder irgendetwas machen. Also, wäre noch eine Idee. Das macht morgen wirklich zuerst üben und dort hat es auch das Restaurant, das hat wahrscheinlich lieber auch zu. Das sind wir sicher zu. Üben und dann fahren, weil morgen habe ich nichts vor. Und ich wollte, scheisse noch einmal, muss ich Erfahrung sammeln, und zwar richtig. Und jetzt habe ich Ferien, da habe ich auch noch anderes Zeug vor, als zu fahren, aber schauen, dass ich richtig auf die Scheisse haue. Boah, das schmeckt so Pommes. Kennt ihr das?
wenn ihr so fahrt und das schmeckt nach Pommes und irgendwie erinnert es mich voll. Und das erinnert euch voll irgendwie an die Party, weil die Party auch immer so nach Pommes schmeckt. Boah, wie geil ist das dann? Wie ich das liebe. Also jetzt schmeckt es natürlich schon lange nicht mehr nach Pommes. Beziehungsweise sagen nicht Pommes, ich sage Pommes frites. Pommes frites mit B. Komm, nein, ich bin falsch. Ich kann wieder sagen, oder bin ich richtig, ich habe wieder einen Hänger. Kommen wir da beim Strassenverkehrsamt durch? Ich kann wieder schauen, weil obwohl es ist erst am 1. April, dass man dort üben kann. Mich würde es eigentlich jetzt wundern, wenn jetzt das Ganze mit Corona-Zeug ist, ob jetzt, weil Fahrstunden dürfen wir noch gehen. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt ist, ob man das jetzt auch noch dürfen. Oder ob das jetzt mit dem neuen Beschluss auch wieder leid ist, weil dort ist es ziemlich nahe. Also es geht, also, aber es ist nicht 2 Meter Abstand. Also, geiler TÜV. Die hat auch eine SMC gehabt, 690er. Die muss ich, wenn ich Prüfung kann, mal Probe fahren. Aber erst wenn ich Prüfung kann. Aber eben, das nimmt mich jetzt auch Wunder, ob das Ganze mit wie soll ich sagen, mit dem Corona, ob jetzt zum Beispiel auch sagen, weißt du, ob das Ganze verschoben wird, weil zum Beispiel Fitness ist geschlossen, das müssen so uns verlängern, das Fitnessabo. Einmal, wo kommt zum Straßenverkehrsamt. Das Fitnessabo müssen wir uns zum Beispiel verlängern, wenn es ja geschlossen ist. Das ist ja verlorene Zeit. Ob das auch Lehrfahrausweis verlängert wird, weil man sozusagen nicht mehr rausgehen darf. Ich schreibe die, ich schreibe die gerade an, wenn ich daheim bin. Das schreibe ich die gerade an. Wir sagen ja uns geraten worden, dass man sich in Quarantäne gibt, dass man sich daheim einschliesst. Und ich sage dem Lehrfahrausweis dran, ob der irgendwie verlängert wird und wenn, wie lang. Wenn ja, wie lang. Wäre natürlich geil, wenn der irgendwie 4 Monate verlängert wird werden oder so. Weil ich finde sowieso scheiße. Der Lehrfahrausweis vom TÜV ist schon mal nur 1 Jahr gültig gesamt. Nur 1 Jahr gültig. Ich fahre jetzt mal ab, vielleicht ist ja jemand da am Üben. Ist gesamt nur 1 Jahr gültig und von dem ganzen Jahr, wo der gültig ist, kannst du schon mal gar nicht die ganze Zeit. Oh, schau, da ist jemand, da sind Leute. Und kannst gar nicht die ganze Zeit lernen, kannst gar nicht die ganze Zeit fahren. Ist denn da offen? Gut, ich würde sonst sagen, ist das Gesicht, da kann man abstellen. Und ja, ein bisschen üben fahren, aber wenn es da Leute rum hätten, so dann jetzt kann man abstellen. Vielleicht soll ich sonst mal filmen und dann, ja, wäre es das gewesen. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.